Dieser Film wurde mit freundlicher Unterstützung der emsländischen Landschaft im Rahmen des Projektes Be Me to Hus und der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung realisiert. Er zeigt die historische Verarbeitung von Getreide, welche die Mühlenfreunde Hilter seit vielen Jahren Schülern, Schülerinnen und weiteren Interessierten nahebringen. Der Heimatverein Laten nimmt Sie in den folgenden 10 Minuten mit auf die Reise vom Korn zum Brot. Alles beginnt mit der Vorbereitung des Ackers im Herbst. Zunächst muss der zu bestellende Boden gepflügt werden. Die Mühlenfreunde Hilter können dafür auf historische Landmaschinen zurückgreifen. Diese werden auch immer wieder bei öffentlichen Veranstaltungen vorgeführt. Die Zugmaschine zieht den Pflug Bahn für Bahn durch die Erde. Dafür muss er am Ende jeder Bahn entsprechend gehoben, gedreht und wieder gesenkt werden. Nachdem das Saatgut und der Dünger aus dem Back als Breitsaat auf die gelockerte Erde ausgestreut wurden, folgt das Eggen. Die Egge arbeitet die willkürlich verstreuten Körner mit ihren Zinken, die durch den Boden bewegt werden, in die Erde ein. Dann heißt es abzuwarten, bis sich die ersten grünen Spitzen ab Oktober, November zeigen und in den nächsten Monaten den Acker zu einer grünen Landschaft machen. Die langen Halme bilden Ähren und ab Juni beginnt das Kornfeld sich in der Farbe zu verändern. Man sieht dann bis zur Ernte goldene Halme und mit Körnern besetzte prächtige Ähren. Das Kornfeld wird hier zur Demonstration per Hand mit der Sense gemäht, die abgeschlagenen Halme mit Pickhaken gesammelt und anschließend zusammengebunden. Es kommt aber auch ein historischer Mähbinder für diese Arbeitsschritte zum Einsatz. Bereits die ab 1905 gefertigten Mähmaschinen mit Kornableger ohne automatischen Binder bedeuteten eine enorme Arbeitserleichterung. In Hocken aufgestellt, müssen die Garben dann trocknen. Da hilft nur viel Sonnenschein und gutes Wetter, damit die trockenen Garben bald mit dem Leiterwagen in die Scheune gebracht werden können. Damit sind die Erntearbeiten abgeschlossen. In den nächsten Schritten wird das Korn für die Weiterverarbeitung vorbereitet. Dazu wird bei der händischen Methode zunächst das Korn mühsam mit Dreschflegeln aus den Ähren geschlagen. Aus dem dabei entstehenden Gemisch von Stroh, Spreu und Körnern wird zunächst das Langstroh entfernt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Körner unter dem Stroh bereits erkennbar. Natürlich sind noch weitere Reinigungsschritte notwendig. Dafür kommt unser alter Weiher zum Einsatz. Zuerst wird das gedroschene Getreide einschließlich der Spreu in einen Trichter gefüllt. Durch eine Handkurbel wird das im unteren Bereich sichtbare Windrad zur Rotation gebracht, welches durch den erzeugten Luftstrom Spreu von Weizen oder anderen Getreidearten trennt. Die Spreu wird aufgrund ihres geringen Gewichts von dem Luftstrom aus der Maschine geblasen, während das Korn und andere Fremdkörper in der Maschine verbleiben und dann über Schüttelsiebe weiter voneinander getrennt werden. Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt, bis der gewünschte Reinheitsgrad des Kornes erreicht ist. Das Korn wird dann zur Lagerung abgefüllt. Für die Säuberung des Kornes
kommt alternativ eine historische Dreschmaschine zum Einsatz. Der Dreschmaschine werden die Korngarben nach und nach oberseitig zugeführt. Diese übernimmt dann die zuvor gezeigten Aufgaben und bündelt anschließend das abfallende Stroh. Das Prinzip ist das gleiche. Auch hier kommen beispielsweise Rüttelsiebe zur Säuberung des Korns zum Einsatz. Aber auch bei dieser Dreschmaschine muss das Korn mehrfach zugeführt werden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die häufigste Verwendung finden die Körner in Form von Mehl und Schrot zum Backen. Dafür muss es zunächst gemahlen werden. In früheren Zeiten gab es unterschiedliche Mühlen, wie auch unsere Hilter Mühle, um große Mengen bewältigen zu können. Um den Mahlprozess zu veranschaulichen, mahlen wir das Korn auch mit einem Handmahlstein, im Prinzip einer Miniatur eines Mühlenmahlsteines. Das Korn wird in den Mahlstein eingefüllt und zwischen dem unteren Stein und dem Läufer zerkleinert. Auch dieser Prozess muss bis zum Erreichen des gewünschten Mahlgrades wiederholt werden. Zunächst erhält man groben Schrot, der nach einigen Durchgängen zu feinem Mehl wird. Seit 1818 steht der Erdholländer auf dem immerhin 34 Meter hohen Hilterberg bei Laten. 2002 und 2003 wurde das technische Denkmal wieder einmal fast vollständig restauriert. Die Mühle besitzt seitdem wieder 2 funktionstüchtige Mahlgänge und einen Pellgang. Somit ist die Hilter Mühle eine der wenigen Windmühlen des Emslandes, die noch mit Windkraft angetrieben wird. Unsere Besucher können den Betrieb der Mühle an jedem Sonntag von Frühjahr bis Herbst und bei Aktionen wie zum Beispiel am Deutschen Mühlentag oder am Tag des offenen Denkmals regelmäßig anschauen. Für das Mahlen in der Mühle muss das eingelagerte Korn zunächst über den Sackaufzug in den oberen Teil der Mühle befördert werden. Hier befindet sich der Trichter, über den das Korn gleichmäßig in das Mahlwerk gelangt. Der Mahlstein wird über den Weg verschiedener Getriebezahnräder von den Flügeln der Mühle angetrieben. Das Mehl fällt aus dem Mahlstein über eine Schütte hinunter und wird dort in Säcken aufgefangen. Um den Kindern den vollen Prozess vom Korn zum Brot zu verdeutlichen, muss das Mehl natürlich auch zu Brot verarbeitet werden. Nachdem alle Zutaten des Rezeptes vorbereitet sind, muss der Teig kräftig geknetet werden. Danach muss er in der Backform aufgehen, um letztendlich zu einem luftigen Brot gebacken zu werden.
Da leider kein historisches Backhaus vorhanden ist, nutzen die Mühlenfreunde einen modernen Brotbackofen. Köstlich ist der Duft schon während des Backens. Herrlich ist das Knacken beim Aufschneiden der Kruste und himmlisch das Genießen mit selbst hergestellter Butter, Marmelade, Knochenschinken und bei Belieben auch mit Käse. Aus dem Vorhaben vom Korn zum Brot wurde ein langzeitiges Projekt. Viele Schulklassen nahmen seit 2005 daran teil, um sich über die historische Landwirtschaft und Funktionsweise der Windmühle zu informieren. Es wurde ein Teil von Lehrplänen über die Gemeindegrenzen hinaus. Der Fachbereich Mühlenfreunde Hilter des Heimatvereins Laten mit den freiwilligen Müllern und der historischen Landwirtschaft wünscht allen Heimatfreunden in Laten als auch im gesamten Emsland und in der Grafschaft Bentheim sowie allen Interessierten guten Appetit.